اللهم اجعلني من المستغفرين واجعلني من عبادك الصالحين القانتين واجعلني من أوليائك المقربين يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wir werden heute inshallah mit dem 5. Unterricht weitermachen, unserer Vortragsreihe Asma'ul Husna. Und die heutigen Namen, die wir behandeln werden, sind Ar-Rahman und Ar-Rahim. Ich denke mal, die Frage wird sich bestimmt jetzt jemand stellen, warum Ar-Rahman und Ar-Rahim zusammen in einem Vortrag erwähnen und nicht separat erwähnen. Ar-Rahman, Ar-Rahim, wir werden auch gleich im Unterricht darauf eingehen, ist tatsächlich so, dass es gibt Gelehrten, die haben sie unterschiedlich genommen und eine Überschrift gegeben, wo nur Ar-Rahman vorkam und einmal nur Ar-Rahim und haben es dann erklärt. Aber viele Gelehrten haben auch Ar-Rahman, Ar-Rahim tatsächlich in einem Überschrift genommen, haben es so erklärt. Weil für mich, ich denke auch persönlich, es ist besser, Ar-Rahman, Ar-Rahim zusammen zu beschreiben, weil dann versteht man auch besser Ar-Rahman, Ar-Rahim und die Bedeutung davon. Ich denke, diese Name von Allah ist Ar-Rahman, Ar-Rahim wird mehrere Unterrichte beinhalten, also es wird nicht nur bei einem bleiben, es wird vielleicht 3 werden, aber danach verstehen wir inshallah, was Ar-Rahman, Ar-Rahim bedeutet. Ich werde auch auf diesen Unterricht inshallah erstmal mehr auf Ar-Rahman eingehen und ich denke im nächsten Unterricht dann mehr auf Ar-Rahim eingehen. Schaut mal, Allah, seine Namen sind 99, haben wir gesagt. Es sind natürlich mehr, aber in dem Hadith vom Propheten a.s. heißt es sind 99. Diese 99 Namen teilen sich einmal auf in seine Jamal-Namen und einmal seine Jalal-Namen. Allah, seine Jalal-Namen sind die Namen, die die Furcht und Angst gegenüber Allah vermehren. Statt wie Al-Mutakabbir, Al-Qawi, Al-Matin, Al-Jabbar. Das sind die Namen, die wirklich die Furcht zu Allah vermehren. Al-Qahar. Das sind alles Namen und Eigenschaften, die die Furcht zu Allah oder die Angst zu Allah vermehren. Dann gibt es aber Allah, seine Jamal-Namen. Die sind ca. 50 Stück und das sind Namen von Allah subhanahu wa ta'ala, die unsere Liebe und Hoffnung zu Allah vermehren. Dazu gehört Al-Karim, Al-Latif, Al-Khabir. Das sind alles Namen, die unsere Liebe zu Allah vermehren. Von diesen ganzen Jamal-Namen, diese 50 Taqriban, Jamal-Namen, ist der Kern von diesen ganzen Namen Ar-Rahman und Ar-Rahim. Also der Kern von diesen ganzen Namen, seiner Jamal-Namen, die wir behandeln werden, wie Al-Afu, Al-Ghafur, ist der Kern von diesen Namen Ar-Rahman, der Gnädige. Deshalb beginnt ebenfalls der edle Koran mit Bismillahirrahmanirrahim, im Namen Allahs, der Ar-Rahman und Ar-Rahim ist. Deshalb beginnt die Surah Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, der Rahman und Rahim ist, gelobt ist der Allah. Und diese Fatiha lesen wir mindestens 20 Mal am Tag. Deswegen beginnen wir jede Arbeit, jede Angelegenheit, die wir als Mensch machen, sollen wir mit Bismillahirrahmanirrahim beginnen. Warum Bismillahirrahmanirrahim? Allah will explizit, dass wir diese 2 Namen, Ar-Rahman und Ar-Rahim, niemals aus den Augen verlieren und niemals vergessen. Allah will uns immer wieder erinnern, dass es der Allah ist, der Rahman und Ar-Rahim ist. Wenn wir tatsächlich Ar-Rahman und Ar-Rahim verstehen, dann wird unsere Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala ganz anders sein. Ihr hegt jetzt vielleicht eine Beziehung zu Allah, aber wenn ihr diesen Namen Ar-Rahman, Ar-Rahim wirklich verinnerlicht, dann wird eure Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala eine ganz andere sein. Ar-Rahman ist ebenfalls ein Überbegriff von Asma'ul Husna. Es ist wie Allah, Ilah, Ar-Rab. Wir haben ja gesagt, das sind so Überbegriffe. Unter diesen Namen versammeln sich andere Asma'ul Husna. Und Ar-Rahman ist ebenfalls ein Überbegriff, worunter sich dann mehrere Asma'ul Husna, andere Namen von Allah subhanahu wa ta'ala, sich darunter sowieso versammeln. Des Weiteren ist der Name Ar-Rahman ein Name, der khas für Allah subhanahu wa ta'ala ist. Es gibt zum Beispiel die Namen und Eigenschaften von Allah, Al-Matin oder Al-Latif, das gibt es hier, oder Al-Aziz. Man kann zum Beispiel diese Namen vergeben. Allah sagt selbst zum Beispiel im edlen Koran, وَقَالَتِ امْرَأَةُ عَزِيزِ. Oder Allah sagt zum Beispiel zum Propheten, وَهُوَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Der Prophet ist was? Ra'uf und Rahim. Aber Ar-Rahman wird für niemanden betitelt. Ar-Rahman wird nur
einzig und allein für Allah subhanahu wa ta'ala benutzt, sonst für niemand anderen. Guck mal, so heftig sogar, so besonders ist dieser Name, dass Allah den Namen Lafzu Jalale, also Allah, mit Ar-Rahman gleichstellt. Allah sagt im edlen Koran, قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Ruf Allah oder ruf Ar-Rahman. Welchen ihr auch ruft, seien es die schönsten Namen. Allah stellt seinen Namen Lafzu Jalale, Allah, der alle Namen unter sich versammelt, mit Ar-Rahman gleich. Nur mit Ar-Rahman gleich. Deswegen finden wir zum Beispiel in der Surah Ar-Rahman, wird Allah komplett durch Ar-Rahman ersetzt. Ar-Rahman, Allama al-Quran, Khalaq al-Insan. Es ist Ar-Rahman, der den Koran lehrte, der den Menschen erschuf. Also es wird komplett für Allah Ar-Rahman ersetzt. Deswegen ist der Name Ar-Rahman ein sehr, sehr besonderer Name von Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah will in diesem Vers uns eigentlich damit sagen, wenn ihr euch fragen solltet, wer ist Allah? So sollte euch sofort einfallen, was ist gleich Allah? Ar-Rahman ist gleich Allah. Allah ist derjenige, der Ar-Rahman ist. Das ist das Erste, was euch einfallen sollte, wenn ihr an Allah denkt. Was ist das für ein Allah? Der Ar-Rahman ist. Das will Allah, dass wir das niemals außer Acht lassen. Des Weiteren wird zu der, ich will erstmal auf allgemeine Informationen drauf hingehen und danach spezifisch, sag mal zu der Gebärmutter einer Frau Rahm. Und jeder, der durch die gleiche Rahm kommt, zu dem muss man auf der Dunya Silai Rahim machen. In einem Hadith von Tirmizi wird berichtet von Abdurrahman ibn Auf, und das ist ein Qudsi-Hadith, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ich bin Allah und ich bin Ar-Rahman. Ich habe das Rahm erschaffen und habe ihm meinen Namen teilwerden lassen. Wer diese Bindung bewahrt, den wird Allah bewahren. Wer diese Bindung abbricht, zu dem breche ich meine Bindung ab, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen, man sagt tatsächlich nur zu der Gebärmutter einer Frau Rahm, und diejenigen, die da durchkommen, also Silai Rahim, Familie, sagt man auch Silai Rahim, also macht man Rahim, die Verwandtschaftsbande pflegen, ist sehr wichtig. Der Name Ar-Rahman kommt im edlen Koran mit der Besmele. Wenn wir vor jeder Sure die Besmele mitzählen, dann kommt der Name 170 Mal vor, Ar-Rahman, und Ar-Rahim kommt im edlen Koran 208 Mal vor. Was bedeutet aber Ar-Rahman und Ar-Rahim? Die Bedeutung davon. Guck mal, das Wort Rahman und Rahim kommt vom gleichen Wortlaut. Sie haben die gleiche Wortwurzel. Und dazu ist zum Beispiel Rahmatan, Ruhman, Rahama. Das sind alles eine gleiche Wortwurzel. Rahmatan, Rahima, das sind alles eine Wortwurzel. In der Mufradatul Quran zu Rahama wird Folgendes erklärt. Da wird gesagt, Rahmat ist jemand, der gerade Barmherzigkeit nötig hat oder darauf angewiesen ist, ihm Gutes zu tun, zu ihm Mitgefühl haben und mitleidend zu ihm zu sein. Das ist für den Menschen. Also wenn wir für einen Menschen zum Beispiel jetzt Rahmat benutzen, dann ist damit gemeint jemand, der deine Sorgen teilt, derjenige, der sein Mitgefühl dir zeigt, derjenige, der zu dir feinfühlig ist. Das ist alles Rahmat, wenn man für einen Menschen benutzt. Wenn ein Mensch barmherzig handelt, dann handelt er durch sein Gewissen. Wenn ihr zum Beispiel irgendwas seht, was gerade Barmherzigkeit nötig hat, was passiert? Ihr habt ein Gewissen. Dieses Gewissen appelliert an eurem Herz, euer Herz appelliert an euch und ihr fängt an zu handeln. Deswegen können wir eigentlich Folgendes sagen. Merhamat, Rahmat ist das Ersan, Rahmat ist das Ersan, was das Gewissen an das Herz liest und dann das Herz uns, den Menschen, dazu bewegt. Yani, warum wir Menschen überhaupt etwas machen, wenn wir eine Ungerechtigkeit sehen oder handeln oder wenn jemand Armes da ist, der gerade was nötig hat, ihm Barmherzigkeit zeigen, ist tatsächlich, weil unser Gewissen an unser Herz appelliert, unser Herz appelliert danach an uns. Aber jeder Mensch, der Barmherzigkeit ausübt, der hat eine Erwartung, der erwartet irgendwas. Ob es manche erwarten vielleicht eine Gegenleistung, manche erwarten Geld, manche erwarten immaterielle Dinge, manche erwarten ein Lob. Jemand mindestens, der einem Menschen hilft, der denkt sich zumindest, ich könnte ja auch in dieser Situation sein, wo ich irgendwann auch will, dass jemand mir Gutes tut. Deswegen macht man das. Oder jemand tut einem Gutes und sagt, im Leben kommt dir alles zurück, ich will auch Gutes zurückkriegen. Oder ein Muslim zum Beispiel, er ist barmherzig, warum? Er sagt, Allah ist Rahman Rahim. Ich möchte, dass Allah sich auch mir erbarmt. Deswegen erbarme ich mich jetzt
einem Menschen. Aber bei Allah subhanahu wa ta'ala ist das absolut nicht der Fall. Allah hat keine Gegenerwartung. Allah erwartet nichts und Allah braucht keinen Rufer, der Allah ruft und sagt, Allah, jetzt musst du barmherzig sein. Allah ist absolut unabhängig von diesen Dingen. Weder erwartet er was, noch gibt es jemanden, der ihn dazu aufruft, barmherzig zu sein. Guck mal, wenn wir jetzt Rahmat für Allah subhanahu wa ta'ala benutzen, dann kommt das nicht wie für den Menschen als Mitgefühl oder Feinfühligkeit vor, dann kommt das im edlen Koran tatsächlich anders vor. Es kommt eher in Verbindung gebracht mit Dingen wie derjenige, der aus dem Nichts erschaffen hat, derjenige, der leben lässt, derjenige, der die Bedürfnisse stillt, derjenige, der dich beschützt. Das kommt alles damit in Verbindung. Also wenn man für Allah das Rahmat benutzt, ist damit nicht gemeint diese Feinfühligkeit, dieses als Gefühl. Da wird anderes gemeint und dazu gehört zum Beispiel beschützen, bewahren, in seine Obhut nehmen. Ar-Rahman ist zu bewachen. Ar-Rahman ist der gnädig ist, der alles bereitstellt, der alles dienstbar macht, der einen hilft, der einen verschont lässt, der euch vergibt, der eure Fehler und eure Peinlichkeiten bedeckt in dieser Dunya, der euch im Jenseits eure Sünden vergibt, derjenige, der euch in seine Barmherzigkeit einnimmt. Wenn wir für Allah Rahmat benutzen, dann sind hauptsächlich immer wieder diese Punkte gemeint. Beschützen, bewahren, helfen, in seine Gnade nehmen, verschont lassen, vergeben. Das sind diese Bedeutungen. Wenn wir Ar-Rahman sagen zu Allah, dann kommt diese Bedeutung zustande. Jetzt die Frage, was ist höher, Liebe oder Barmherzigkeit? Der eine würde vielleicht sagen, Liebe steht höher als Barmherzigkeit, der andere würde vielleicht sagen Barmherzigkeit. Aber tatsächlich ist das so, dass Liebe, der Kern einer Liebe ist nicht Rahmat. Ein Mensch kann zum Beispiel jemanden lieben, aber er ist nicht barmherzig zu ihm. Er ist nicht feinfühlig zu ihm, er hat kein Mitgefühl, aber er liebt ihn. Deswegen ist der Kern von Liebe nicht Rahmat. Das Endresultat der Liebe führt danach zu Rahmat. Aber der Kern der Rahmat ist Liebe. Wenn jemand sich erbarmt, dann hat er Liebe in seinem Herzen. Deswegen steht Rahmat höher wie Liebe. Daran gibt es keine Frage. Ist denn Ar-Rahman und Ar-Rahim das Gleiche? Das ist die Frage. Wir wissen zum Beispiel vor allem im Deutschen, wenn wir immer wieder den Namen lesen, Bismillahirrahmanirrahim, im Namen Allahs, des Alabama, des Barmherzigen. Ich weiß nicht, wie viele Leute euch mal gefragt haben, was bedeutet denn Alabama und was bedeutet denn Barmherziger? Was bedeutet das überhaupt? Okay, Ar-Rahman, Ar-Rahim, aber was bedeutet denn das explizit jetzt? Ist das überhaupt das Gleiche? Ar-Rahman und Ar-Rahim sind tatsächlich nicht das Gleiche. Obwohl sie vom selben Wortwurzel kommen, sind sie nicht gleich. Guck mal, wir haben ja vorher auch im letzten Unterricht schon gesagt, wenn Allah im Vers zwei Dinge hintereinander aufnimmt, also erwähnt, so sind diese Sachen nicht gleich. Allah sagt zum Beispiel im Koran, Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Allahs, der Rahman Ar-Rahim ist. Hier kommt Ar-Rahman, Ar-Rahim hintereinander. Oder in Surah Fussilat im zweiten Vers, Hamim, Tanzilun min Ar-Rahman Ar-Rahim. Die Offenbarung wurde herabgesandt von Rahman und Rahim. Oder Wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwa Rahman Rahim. Euer Gott ist ein einziger, euer Gott ist Allah, der Rahman Ar-Rahim ist. Diese Verbindung mit Ar-Rahman Ar-Rahim kommt im edlen Koran 6-mal vor. 6-mal. Und weil Ar-Rahman Ar-Rahim hintereinander vorkommt, sagen die Gelehrten, diese Namen haben unterschiedliche Bedeutungen. Sie können nicht dieselbe Bedeutung haben. Sonst würde Allah das nicht hintereinander erwähnen. Das würde keinen Sinn machen. Ar-Rahman Ar-Rahim kommt 6-mal im edlen Koran hintereinander vor. Und Ar-Rahman kommt mit keinem anderen Namen von Allah subhanahu wa ta'ala in Verbindung, ausgenommen mit einem einzigen, und das ist Ar-Rahim. Ar-Rahman kommt ansonsten immer ganz alleine stehen, nur mit Ar-Rahim in Verbindung. Ar-Rahim wiederum kommt mit mehreren Namen in Verbindung, aber Ar-Rahman tatsächlich nur mit Ar-Rahim. Was ist aber der Unterschied zwischen Ar-Rahman und Ar-Rahim? Das ist jetzt die Frage natürlich, was ist denn der Unterschied? Okay, gut, das ist nicht gleich, die kommen miteinander. Alabama, barmherziger, hört sich vielleicht gleich an. Man würde auch denken, gut, eins würde reichen vielleicht, barmherzig. Nein, ist aber nicht so. Es sind tatsächlich nicht die gleichen, aber was ist der Unterschied davon? Jetzt kommen die Gelehrten und teilen sich in zwei. Die einen Gelehrten sagen, Ar-Rahman, immer wenn der im Koran vorkommt, wird immer allgemein erwähnt, Ar-Rahman. Deswegen sagen sie, ist Ar-Rahman für alle Menschen gedacht. Ob Muslim, Kafir, gut, böse, Salim, Mazlum, schlecht, Sündiger oder guter Sadiq, egal für wen. Rahman ist für jeden gedacht. Ar-Rahim, sagen sie,
ist nur für die Gläubigen gedacht. Warum? Sie sagen zum Beispiel, Allah sagt im edlen Koran in Surah Furqan, Summa istawa ala al-Arshi ar-Rahman. Und dann hat er zu seinem Arsch istawa gemacht. Wer? Ar-Rahman. Oder Ar-Rahmanu ala al-Arshi istawa. Ar-Rahman hat zu seinem Arsch istawa gemacht. Sie sagen, zu seinem Arsch istawa gemacht, ohne jetzt irgendein Mekan oder die Sache zu beschreiben. Wir schweigen zu diesen Sachen, wir geben das überhaupt keine Bedeutung. Sagen wir, es ist trotz alledem gemeint, dass Allah zu seinem Arsch istawa machte und alles unter seine Kontrolle nahm. Er Autorität ausgeübt hat. Er komplett alles gnädig wurde. Er sich allem erbarmt hat. Er alles bewacht. Yani damit ist gemeint, er hat das auf alle aufgeführt. Auf alle und alles wurde Ar-Rahman ausgeführt danach. Ar-Rahim, sagen die Gelehrten, im edlen Koran kommt, وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. Sie sagen, Ar-Rahim kommt im edlen Koran für die Gläubigen vor, weil Allah sagt, und Allah ist zu den Gläubigen Rahim. Also sagen sie, Ar-Rahman ist für die ganzen, alle Menschen gedacht, alle Lebewesen, ob gut oder schlecht, ob böse, Kafir, Muslim. Ar-Rahim ist nur für die Gläubigen gedacht. Jetzt kommt die zweite Meinung, die sagen, nein, das ist nicht so, weil das widerspricht einem Vers im edlen Koran, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Inna Allah bin Nasi le Ra'uf und Rahim. Allah ist zu den Menschen Ra'uf und Rahim. Hier wird nicht Gläubige gesagt, hier wird komplett alle Menschen gesagt. Also ist auch Allah zu den Menschen allesamt Rahim. Was sagen sie, was bedeutet, also was ist der Unterschied zwischen Rahman und Rahim? Und dann kommen die Gelehrten und sagen, der Unterschied zwischen Ar-Rahman und Ar-Rahim ist folgendermaßen. Ar-Rahman gehört zu Allah sein Saat und ist unzertrennlich. Und Ar-Rahim gehört zu Allah sein Fehl. Was bedeutet das? Allah hat Zati-Sifatlar. Zati bedeutet, Zati-Eigenschaften sind Namen und Eigenschaften von Allah, die unzertrennlich von Allah sind, die mit Allah gleich sind. Was gehört dazu? Zum Beispiel, dass Allah alles hört, dass Allah alles sieht, dass Allah alles weiß. Das sind Dinge, die unzertrennlich sind. Das sind Zati-Sifatlar. Das bedeutet, dass Allah subhanahu wa ta'ala unzertrennlich ist von diesen Eigenschaften und es wird niemals eine Situation geben, wo Allah etwas nicht weiß oder wo Allah etwas nicht sieht. Es wird niemals vorkommen, dass Allah etwas nicht gehört hat. Das sind Eigenschaften, die absolut auf alles verteilt sind. Dass er alles weiß, das verteilt sich auf alles. Dass er alles hört, alles sieht. Er sieht und hört, auf alles ist das verteilt. Nichts, nicht ein Fleck im ganzen Universum bleibt davon ausgenommen. Und da kommen die Gelehrten und sagen, Ar-Rahman ist genau wie sein Allwissenheit, Allsehen. Das bedeutet, Allah, sein Rahman, ist auf alles, was existiert, ist seine Barmherzigkeit. Alles widerspiegelt seine Barmherzigkeit. Gibt es irgendwas, was er nicht sieht? Nein. Also ist Ar-Rahman genauso und überall, alles, was es gibt, ist Allah seine Barmherzigkeit. Ar-Rahim, sagen sie, gehört zu seinen Eigenschaften. Was sind das? Allah hat zum Beispiel Eigenschaften, nur wenn er will, führt er sie aus und an wen er es will. Wenn er nicht möchte, führt er das gar nicht aus. Was gehört dazu? Zum Beispiel Kalam. Allah spricht, wann er will und mit wem er will. Oder Ghazab. Allah bestraft, wen er will, aber er kann auch niemanden bestrafen. Das sind seine Fi'li-Eigenschaften. Er macht es, wann er will, kann es ausführen, wen er will, aber er muss es nicht machen. Versteht ihr? Die Satis-Fatler sind unzertrennlich, die wirken immer dauerhaft. Genau wie ewig. Allah ist ewig. Das ist eine Eigenschaft, die Sati ist. Und Fi'li ist tatsächlich Dinge, die, wenn er will, führt er aus und wenn er nicht will, führt er es nicht aus. Und dazu gehört Rahim. Yani, was sagen die Gelehrten also? Allah ist der Besitzer von Rahmat. Wenn er sich nun jetzt jemanden erbarmt, seine Rahmat zum Beispiel auf die Dunya hinabkommt, auf einen Menschen sich widerspiegelt, dann ist das Rahim. Warum? Er hat sich erbarmt. Die Ausführung seiner Rahmat wird zu Rahim. Yani, wenn ihr irgendwo Allah seine Rahmat widerspiegelt, dann ist das Rahim. Das ist der Unterschied zwischen Rahman und Rahim. Rahman ist Zati, Rahim ist Fi'li. Dazu, damit ihr es vielleicht besser versteht, zum Beispiel, es gibt Hamd und Shukr. Was ist der Unterschied zwischen Hamd und Shukr? Hamd macht man zu Allah sein Saat, Shukr ist wiederum Fi'li und macht man zu seinen Dingen, die er dir gegeben hat. Auf Dinge, die er dich beschert hat, das vermehrt hat. Yani, wenn irgendwo Allah dir etwas beschenkt hat oder dir gegeben hat, dann ist das Fi'li, dann macht man Shukr. Aber Hamd macht man zu seinem Saat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sagt man. Deswegen kommen manche und sagen, Rahman ist, wenn er eine Sünde und Peinlichkeit in dieser Dunya bedeckt. Rahim ist er, wenn er die Sünde im Jenseits vergibt. Rahman
sagt Abdullah bin Mubarak, ist, wenn man ihn bittet und er deine Bitte akzeptiert. Rahim ist, wenn du ihn nicht bittest und er deshalb erbost gegen dich. Weil bei Tirmizi gibt es ein Hadith, wer mich nicht bittet, über den kommt mein Zorn. Haris al-Muhasibi sagt, Rahman ist, wenn er die Sünde bedeckt und das Unglück von dir abprallen lässt. Rahim ist er, wenn er dein Herz erleuchtet. Rahman ist er, wenn er dich etwas lehrt. Rahim ist er, wenn er dich für das, was er dich gelehrt hat, nun belohnt. Deswegen Ar-Rahman und Ar-Rahim hat schon einen Unterschied. Das ist hier eigentlich sehr wichtig zu begreifen und ich werde jetzt nochmal drauf zukommen. Was ist aber Ar-Rahman und Ar-Rahim? Yani, okay, gut, wir haben jetzt verstanden, Ar-Rahman, Ar-Rahim ist nicht das gleiche. Ar-Rahman gehört zu Allah sein Sati, Rahim zu sein Fi'li. Okay, schön und gut. Und es bedeutet, ich der beschützen, bewahren, haben wir gesagt, derjenige, der die Bedürfnisse stillt, alles dir gibt, dienstbar macht. Tamam. Aber was ist wirklich Ar-Rahman, Ar-Rahim? Wie beschreibt Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim? Yani, wie sollen wir das verstehen richtig? Im edlen Koran gibt es einen Vers, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Allazina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu. Diejenigen, die den Al-Arsh tragen und die drumherum sind. Was machen sie? Yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lillazina amanu. Diese Engel, die den Arsch tragen und die drumherum sind, sie lobpreisen Allah mit dem Lob. Und sie bitten Vergebung für diejenigen, die den Iman verinnerlicht haben, weil sie haben auch den Iman verinnerlicht. Und sie machen folgendermaßen Dua. Rabbana wasi'at kulla shay'in rahmatan wa ilman. O unser Herr, dein Rahmat und dein Wissen hat alles umfasst. So. Das heißt, es gibt nichts auf dieser Dunya, nichts, was ihr seht, nichts und gar nichts, worüber Allah nicht Bescheid weiß. Kein einzigster Fleck, nichts unter der Erde, nicht mal euch, nicht mal eure Gedanken, eure Herzen, eure Gefühle sind Allah verborgen. Nichts und gar nichts. Warum? Sein Wissen umfasst absolut alles. Allah stellt hier sein Ilm und Rahmat gleich. Das heißt, genau wie sein Wissen alles umfasst, umfasst ebenfalls seine Barmherzigkeit absolut alles. Nichts ist davon ausgenommen. Gar nichts. Warum benutzt aber Allah hier das Wissen mit Rahmat zusammen? Diese zwei Eigenschaften. Wir haben ja gesagt, wenn die Eigenschaften immer mit anderen in Verbindung kommen, ist das kein Zufall. Das hat einen Grund. Warum ausgerechnet diese zwei Eigenschaften, die zusammenkommen? Guck mal, im edlen Koran gibt es, oder Allah hat Namen und Eigenschaften, dass wenn sie separat vorkommen, wenn sie selbstständig vorkommen, alleine vorkommen, sie einen Menschen beunruhigen. Welche sind das? Es sind zum Beispiel Alimul Ghaibi wa Shahada. Allah ist derjenige, der das Verborgene kennt. Allah ist zum Beispiel As-Sami, er ist allhörend. Allah ist zum Beispiel Al-Raqib, Al-Basir, er sieht alles. Allah ist Al-Alim, er weiß alles. Diese Namen und Eigenschaften Allah, wenn sie als eigenständige Namen vorkommen, sind das Namen, die einen Menschen beunruhigen. Ich gebe euch mal ein Beispiel, das macht ein Sheikh. Er sagt zum Beispiel, wenn ich jetzt hier sitze und gebe euch jetzt Unterricht, sage ich mal, und ihr geht danach in den höheren Raum über mir und ihr sollt da was ausarbeiten, ihr geht da zusammen hin mit anderen und ihr sollt jetzt was ausarbeiten, ich bin hier. Dann geht ihr hoch und ihr macht die Aufgabe. So. Ich sehe nicht, was ihr da macht, ich höre nicht, was ihr macht, okay? Was aber, wenn ich eine Kamera da reinstelle und höre und sehe, was ihr macht und mache einen Bildschirm hin und gucke euch dabei zu, wie ihr jetzt da oben arbeitet. Wie würdet ihr euch fühlen? Ihr würdet genauso ruhig sitzen wieder, ihr würdet aufpassen, dass ihr nichts falsch macht, ihr würdet denken, naja gut, vielleicht sieht er mich, vielleicht wird er mich danach zur Rechenschaft ziehen. Ihr würdet sehr angespannt sein und könntet nicht locker agieren. Ihr werdet genau wie jetzt, sehr vorsichtig, sehr behutsam, sehr aufrecht werdet ihr. Aber wenn ihr wissen würdet, dass ich euch beobachte, damit, wenn jemand von euch nicht weiterkommt, dass ich euch zu Hilfe komme, wenn jemand was braucht, dass ich ihm das schnell bringe, wenn jemand irgendwas benötigt, dass ich seine Bedürfnisse stille, wenn da irgendwas passiert, dass ich da einschreite, wenn ich das mache, damit ihr das noch besser macht. Wie würdet ihr euch fühlen? Dann werdet ihr lockerer. Guck mal, wenn ein Mensch weiß, dass Allah subhanahu wa ta'ala alles sieht, alles hört, dann würde er sich denken, subhanahu, Allah sieht alles, Allah hört alles, nichts bleibt vor Allah verborgen. Aber wenn du weißt, es ist der Ar-Rahman, der alles sieht, der Ar-Rahman, der alles hört,
Ar-Rahman, der alles weiß, wie agierst du dann? Oh Allah, sagst du dann, gut, dass du alles hörst. Weil wenn ich dich darum bitte und du würdest mich nicht hören, wie schlimm wäre das, wenn ich in der Not bin? Deswegen, wenn es mir schlecht geht, dann bitte ich dich. Deswegen gut, dass du alles hörst. Oh Allah, gut, dass du alles siehst. Manchmal bin ich in so einer Notsituation, würdest du nicht alles sehen, dann wäre ich ausgeliefert. Gut, dass du mich immer siehst und über alles informiert bist und kannst immer wieder einschreiten. Oh Allah, gut, dass du das Verborgene kennst, weil mein Herz ist so gebrochen, ich fühle mich von niemandem verstanden, aber du bist der, ohne zu reden, verstehst du mein Herz und siehst mein Herz. Oh Allah, heile mein Herz. Und auf einmal bist du froh, dass Allah allsehend ist, dass Allah alles weiß, dass Allah alles hört und dass Allah das Verborgene kennt. Warum? Warum ist man danach froh, dass man Allah all diese Eigenschaften sowieso besitzt? Warum? Weil man weiß, Allah ist Ar-Rahman. Deswegen kommt diese Eigenschaft mit Al-Alim, dass sein Wissen und sein Rahmat alles umfasst, mit Rahmat zusammen. Oh du Mensch, richtig, Allah sieht alles, erfasst alles, aber es ist immer noch dieser Allah, der Rahman und Rahim ist. Es ist der Allah, der barmherzig ist. So extrem ist Allah seine Barmherzigkeit, dass selbst diese Jalal-Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala seine Rahmat umfasst. So heftig. Deswegen kommen diese Jalal-Namen, die uns warnen, die uns Angst machen, weil Allah subhanahu wa ta'ala nicht will, dass er uns in der Hölle danach bestrafen wird. Deswegen warnt uns Allah, macht uns Angst. Ebenfalls ist das eine Reflexion seiner Barmherzigkeit. Guck mal, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im edlen Koran, Qala azabi usibu bihi man asha'u. Meine Strafe erteile ich, wen ich will. Wa rahmati wasi'at kulli shay. Aber was meine Barmherzigkeit betrifft, sie umfasst jeden und alles, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen ist Allah sein Rahman mehr als Rahim. Allah sein Rahman ist so gewaltig, die Gelehrten sagen, es ist eine unbegrenzte Rahman. Es ist eine unendliche Barmherzigkeit, die Allah besitzt, die keine Grenzen hat. Zum Beispiel Rahama, die sagen, Elif und Nun wurde hinzugefügt, das ist in der arabischen Sprache ein Mubalagha, eine Übertreibung, eine Extremform. Und die sagen, Allah, seine Barmherzigkeit ist so eine brutale Barmherzigkeit. Niemand kann diese Barmherzigkeit erreichen. Sie ist unendlich, ohne Grenzen ist diese Barmherzigkeit. Keine Grenze hat diese Barmherzigkeit. Deswegen ist Rahim nur ein Teil von Rahman. Also diese Ausführung von Allah auf die Menschen, auf die Dunya, ist nur ein kleiner Teil von das, was Allah subhanahu wa ta'ala tatsächlich besitzt. Allah sagt im Koran, وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. Wenn diejenigen, die an meine Zeichen glauben, zu euch kommen, so sagt zu ihnen Salamu alaikum, Friede sei auf euch. كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ رَحْمَةً. Allah hat sich selbst, Allah, dein Herr, hat sich das Rahmat als Fars geschrieben. Allah schreibt sich eine Sache als Pflicht zu. Allah braucht das nicht machen. Und das ist ganz bestimmt nicht, weil Allah schwach ist, hasha wa kallah. Dieses Ketaba wird eigentlich immer für uns benutzt. Allah schreibt zum Beispiel, وَكُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ, euch wurde das Fasten als Fars geschrieben. Oder كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ, euch wurde das Qital, das Dschihad, Fars geschrieben. Hier sagt Allah subhanahu wa ta'ala, كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ رَحْمَةً. Allah hat sich selbst das Rahmat als Pflicht aufgeschrieben. Es wurde für Allah verpflichtend. Aber Allah macht das nicht, weil er schwach ist. Oder weil irgendetwas ihm schwerfällt. Allah ist derjenige, der die Schwierigkeiten erschafft. Deswegen kommt zum Beispiel, wenn Allah subhanahu wa ta'ala sein Name Al-Wahid vorkommt, der Einzige, kommt häufig im edlen Koran danach Al-Qahar, der Allzerstörende. Denkt nicht, Allah ist einer und dafür schwach. Und ihr seid viele und seid dabei stark. Nein, es ist Allah, der ist einzig, das ist richtig, der ist einzig, aber der ist dafür allzerstörend. Und Allah schreibt sich ein Rahmat als Pflicht zu. Wisst ihr, was Allah sich eigentlich als Fars schreibt? Allah sagt selbst zu sich, mir ist nun etwas Fars geschrieben. Und zwar, Allah schreibt sich folgendes Fars zu, dass er den Salim, den Mujrim, den Kafir, den Fasiq, den Sündiger, den Mujrim, all diesen Leuten schreibt sich Allah die Rahmat als Pflicht zu und sagt, selbst euch werde ich mich erbarmen und ich lasse euch immer eine Tür zur Taube offen. Allah lässt daher eine Tür immer wieder, selbst für diese Leute, die brutal sind, die Jahil sind, die Mujrim, die töten, die wirklich vielsündigen, die schlimm sind, Allah, sein Rahmat ist selbst für diese Leute nicht ausgenommen. Selbst für die schreibt sich Allah
schreibt sich Allah die Rahmat als Pflicht zu. Guck mal, ich möchte mal auf etwas eingehen. Warum kommt im edlen Koran nicht zum Beispiel der Name Al-Adl explizit für Allah vor? Explizit für Allah vor. Der Gerechte. In dem Buch von Imam Qurtubi, Al-Asna fi Sharhi Asma'illahi al-Husna, erwähnt selbst Imam Qurtubi dieses Namen Al-Adl nicht für Allah. Er erwähnt ihn nicht. Warum wird der Name Al-Adl nicht benutzt für Allah subhanahu wa ta'ala? Sehr interessant. Es gibt diese zwei Hadithe, die überliefert zu uns kommen, wo der Name in einer Überlieferung Al-Adl vorkommt. Diese ist auch daif, aber da kommt einmal Al-Adl vor und in der anderen Überlieferung kommt Al-Adl nicht vor. Und manche Leute haben es tatsächlich nicht aufgenommen. Sie sagen aus dem einfachen Grund, im edlen Koran kommt 28 Mal Adl, also die Gerechtigkeit, in unterschiedlichen Versionen vor. 28 Mal. In keinen einzigen dieser Fälle wird Al-Adl, also die Adl-Gerechtigkeit, mit Allah direkt in Verbindung gebracht oder direkt Allah zugeschrieben oder Andeutung direkt zu Allah subhanahu wa ta'ala gemacht. Diese 28 Mal, dass Allah gerecht ist, kommt nicht im Koran vor. Weil sie sagen, Allah ist nicht gerecht. Warum ist er nicht gerecht, sagen sie? Sie sagen, es kommt nur an 2 Stellen vor, da wird das angedeutet, aber nicht auf Allah. Und zwar einmal in Surah Infitar im 7. Vers, wo Allah sagt, Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim, allazi khalaqaka fasawwaka adalak. O du Mensch, was lässt sich gegenüber deinem edlen Herrn auf Kibir werden lassen? Er ist derjenige, der dich erschaffen hat. Er ist derjenige, aber jetzt kommt Adl und das ist nicht auf Allah bezogen, sondern es ist darauf bezogen, auf die Fitra eines Menschen. Er ist derjenige, der die Fitra gerecht und ausgewogen erschaffen hat. Im 2. Vers, wo angedeutet wird, wo Leute glauben, es wird aber angedeutet auf Allah, ist auch nicht auf Allah direkt angedeutet, ist in Surah An'am im 115. Vers, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. Okay? Und da kommen die und sagen ebenfalls, das Sidq und Adl ist nicht auf Allah bezogen, dass Allah Sidq und Adl ist, sondern das Kalimatu, seine Worte sind gerecht und Sidq aufrichtig. Und was ist die Eigenschaft vom Koran? Sidq und Adl. Das war. Diese zwei, wo wahrscheinlich ist, dass auf Allah zugeht, ist ebenfalls nicht auf Allah, sondern hier ist wieder seine Worte gemeint. Seine Worte sind gerecht und Adl und Sidq und davor war auf die Fitra bezogen. Weil Adl ist eine Sache, die nur für den Menschen vorgeschrieben ist. Der Mensch, der Geschöpf, muss gerecht sein. Wenn er nicht gerecht ist, neigt er zum Zulm über. Deswegen schreibt Allah den Menschen etwas als Farz. Was? Das ist die Gerechtigkeit. Allah sagt, I'dilu huwa al-aqrabu lit-taqwa. Seid gerecht, das ist der Taqwa näher. Allah schreibt uns die Gerechtigkeit zu, Farz, und sich schreibt er die Barmherzigkeit als Pflicht. Allahu Akbar. Warum? Warum ist Allah nicht gerecht? Warum schreibt er sich die Gerechtigkeit nicht als Pflicht zu? Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ich bin Rahman ar-Rahim. Adl, gerecht bedeutet, jedem und allen so viel zu geben, wie viel sie wahrhaftig verdienen. Nicht mehr und nicht weniger. Das ist gerecht. Aber Allah ist Ar-Rahman Ar-Rahim. Er gibt immer mehr, als der Mensch verdient. Er gibt dir noch mehr. Das Paradies hast du dir nicht verdient. Die Vergebung Allahs hast du nicht verdient. Für die Sünden, die du machst, für das Ablauf, die du lebst, jeden Tag hier, wäre das, was Allah dir geben müsste, ganz anders. Das hast du alles nicht verdient. Mit welchem Grund hast du das alles verdient? Nein. Deswegen sagen wir nein, Allah ist Ar-Rahman Ar-Rahim. Aber der Mensch muss gerecht sein. Natürlich kommen manche Leute und sagen, mit Al-Adl ist damit nicht der Mensch, also nicht die Gerechtigkeit wie auf den Menschen bezogen gemeint. Wenn man bei Allah Gerechtigkeit meint, ist damit eine andere gemeint und dies und das. Ich wollte nur sagen, dass hier eine Randbemerkung, dass tatsächlich einige Gelehrten das nicht aufgenommen haben und sagen, also erwähnen das gar nicht in ihre Liste und sagen, Adl ist nicht direkt ein Name von Allah subhanahu wa ta'ala. Manche nehmen es doch auf, sagen doch, es ist so. Aber nur als Randvermerk vielleicht für euch sehr interessant, dass Allah Ar-Rahman Ar-Rahim ist. Allah gibt mehr, als man nur verdient. Daher sagt der Gesandte Allahs, a.s. sagt in einem Hadith, لما قضى الله الخلق, als Allah die Schöpfung erschuf, كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش, hat er in einem Buch niedergeschrieben, was bei seinem Arsch aufbewahrt wird.
Inna rahmati ghalabat ghadabi. Meine Barmherzigkeit hat meinen Zorn übertroffen. Allah sagt hier eigentlich folgendermaßen, das ist ein Bukhari Muslim Hadith, die Hadith, die ich aufzähle, sind alle von Bukhari Muslim. Allah sagt, oh du Mensch, du liest den Koran, im Koran wirst du vielleicht den Namen Shadidul Iqab lesen, derjenige, der eisern und hart und brutal im Bestrafen ist. Du wirst vielleicht Sari'ul Hisab lesen, er ist derjenige, der die Abrechnung sehr schnell macht. Du wirst vielleicht lesen Al-Qahhar, der Allzerstörende, Al-Mutakabbir, der Hochmütige, Al-Qawi, Al-Matin, Al-Azim. Du wirst all diese Nameneigenschaften lesen, die dir Angst machen werden. Aber oh mein Diener, vergiss bloß nicht eins, meine Barmherzigkeit übertrifft meinen Zorn. Meine Barmherzigkeit ist noch größer, ist viel, viel gewaltiger wie mein Zorn. All diese Verse, die ihr liest mit Shadidul Iqab und die Bestrafung, ist alles absolut wahr. Das stimmt. Aber meine Barmherzigkeit ist noch viel größer als mein Zorn. Allahu Akbar. Stellt euch mal vor, ihr hättet einen Allah, der zornig ist. Stellt euch mal vor, Allah wäre zornig. Allah wäre nicht geduldig. Allah würde uns für all das, was wir machen, sofort bestrafen. Allah würde uns nur für das belangen, was wir getan haben. Dann wären wir schon in die Hölle. Wer würde das Paradies verdienen? Aber Allah ist Rahman und Ar-Rahim. Und seine Barmherzigkeit übertrifft seinen Zorn. Deswegen, wenn ein Mensch sein Leben lang eine Sünde macht, jeden Tag, und vergibt und macht Istighfar, Tauba im letzten, ich sag mal kurz vorm Schluss, er hat mehr Schlechtes gemacht als Gutes, sagt Allah, ich bin bereit, ihm das Paradies trotzdem zu geben. Warum? Meine Barmherzigkeit hat meinen Zorn übertroffen. Deswegen sagt Allah im edlen Koran, فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Was ist mit euch, dass ihr nicht glaubt? Was ist mit euch? Was seid ihr für Menschen, dass ihr nicht glaubt? Warum glaubt ihr nicht? Ihr habt so einen edlen Allah, der euch euer Leben gibt, der euch freien Lauf lässt, der euch machen lässt und der euch niemals seine Tür zuschließt. Egal was ihr macht, er immer noch seine Barmherzigkeit offen lässt für euch. Oh du Mensch, warum glaubt ihr nur nicht? Es ist nicht mal ein Allah, der die ganze Zeit bestrafen will. Es ist nicht ein Allah, der euch unbedingt in die Hölle werfen will. Es ist ein Allah, der euch lieber das Gute schenken will. Und deswegen erzählt Allah vom Paradies. Allah hätte im Koran nur von der Hölle erzählen können. Allah hätte nur sagen können, wenn ihr nicht glaubt, dann bekommt ihr diese Strafe, diese Strafe. Er müsste nicht mal erwähnen, aber guck mal, für euch gibt es das Jannat, macht doch das Paradies. Allah ist Rahman Ar-Rahim. فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Was ist mit euch, dass ihr nicht glaubt? Gegenüber so einem edlen Allah, der so Rahman Ar-Rahim ist, gebührt es denn nicht, so einen Rahman Ar-Rahim anzubeten? Gebührt es denn so einem Allah nicht anzubeten? Deswegen hat der Prophet gesagt, der hat so viel Ibadat gemacht. Und als seine Frau ihn fragte, warum machst du so viel? Hat Allah dir nicht vergeben? Hat er gesagt, soll ich kein dankbarer Diener sein? Verdient das dieser Allah subhanahu wa ta'ala nicht? Denn dass man ihn Ibadat macht, dass man ihn auf die schönste Art und Weise Ibadat macht, dass man alles, was man für ihn opfert, Wallahi billahi tallahi, er verdient es. Wallahi billahi, er verdient es. In einem anderen Hadith sagt Allah subhanahu wa ta'ala, meine Rahmat sind 100 Stufen eingeteilt. 100 Teile sind meine Rahmat. Die Distanz von der einen zum anderen sind so groß wie der Himmel und die Erde, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Eine einzige Barmherzigkeit habe ich auf diese Dunya hinabgesandt. Mit dieser einen Barmherzigkeit neigen sich die Geschöpfe, also diese eine Barmherzigkeit wurde auf die Djinn, Dämonen, Menschen, Tiere, Ungeziefer hinabgesandt. Mit dieser einen einzigen Barmherzigkeit neigen sich die Menschen mit Liebe, Barmherzigkeit, Mitgefühl, Mitleid zueinander zu. Selbst die Wildtiere neigen sich so ihre Kinder zu, sagt der Prophet. Selbst wenn ein Pferd sein Hufe hebt, sein Bein hebt, um sein Kind nicht zu zertrampeln, ist das von der Einbarmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Der Gesandte sagt, Allah hat die anderen 99 aufbewahrt für den Jenseits, für den Gläubigen seiner Diener. 99 hat er für die Diener aufbewahrt. Das Maximalste, was ihr in dieser Dunya an Rahmat seht, das Maximalste, wo euer Herz weint, wo ihr in Tränen ausbrechen würdet, ist ein Teil, eine einzige Rahmat von Allah subhanahu wa ta'ala. Und die wurde aufgeteilt auf alles. Eine einzige. Eine einzige. Wo kann man Allah seine Barmherzigkeit in dieser Dunya am allerbesten sehen? Bei einer Mutter und Kind. Das ist immer so das Maximum, was man einem Beispiel gibt. Das ist wirklich diese Liebe von einer Mutter zu einem Kind.
Guck mal, ein Hadith, der wird bei Bukhari Muslim ebenfalls überliefert von Umar ibn Khattab. Da wird berichtet, die Sahabas und der Prophet, die stehen da. Dann, es kamen Frauen aus der Kriegsgefangenschaft zum Propheten. Und eine Frau rannte hastig hin und her und suchte sein Kind. Und dann fand es einen Knaben, ein kleines Baby. Es nahm das Baby hoch, hat es an seine Brust festgedrückt und hat danach das Kind gestillt. Der Prophet steht da mit den Sahabas und sagt zu den Sahabas, glaubt ihr, würde diese Frau ihr Kind jemals ins Höllenfeuer werfen? Und alle Sahabe sagten, niemals könnte diese Frau dieses Kind ins Höllenfeuer werfen. Und der Prophet a.s. Wallahi, Allahu arhamu bi'abdihi min hazihi mar'ati biwaladiha. Ich schwöre euch bei Allah, dass Allah zu seinen Dienern noch barmherziger ist, wie diese Frau zu seinem Kind ist. Ich schwöre euch bei Allah, sagt der Prophet, ist Allah euch noch barmherziger, wie diese Frau zu dem Kind. Würde diese Frau ihr Kind in die Höllenfeuer werfen? Nein. Würde euch Allah in die Höllenfeuer werfen? Wird Allah seinen gläubigen Diener ins Höllenfeuer werfen? Wo der Prophet sagt, Wallahi, dieser Allah subhanahu wa ta'ala ist noch barmherziger zu seinem Diener wie das Kind. Jetzt sag mir, wenn ein Kind Faxen macht, wenn ein Kind auch schlecht ist, könnte die Mutter dann trotzdem das Kind ins Höllenfeuer werfen? Nein. Wird Allah seinen Diener ins Höllenfeuer werfen? Wir sagen natürlich Allahu alam, aber Allahu arhamu bi'abdihi. Allah ist noch barmherziger. Allah, seine Barmherzigkeit ist unbegrenzt. Guck mal, Allah ist derjenige, der sich das Rahmat als Farz geschrieben hat. Allah ist derjenige, der sagt, meine Rahmat umfasst alles. Es ist eine unbegrenzte Rahmat. Allah ist noch barmherziger, als die Frau zu seinem Kind ist. Allah ist so barmherzig. Wo haben wir Allah seine Rahmat am meisten nötig? Was glaubt ihr? Wo ist der schlimmste Ablauf unseres Lebens? Wo ist die Phase des Schlimmsten? Am Tag des jüngsten Gerichts. Nicht in dieser Dunya. Am Tag des jüngsten Gerichts wird es so ein brutaler Ablauf sein, wo kein einziger Prophet trauen wird, etwas zu sagen. Jeder Prophet nur Salim, Salim sagen wird. Nur der Prophet Muhammad a.s. wird sprechen. Wo jeder Prophet sagen wird, Inna Rabbi ghadiba yawman lam yaghdab qablahu mislahu walan yaghdaba ba'dahu mislahu. Allah ist so zornig an jenem Tag, wie er noch nie zuvor zornig gewesen wäre und wie er niemals zornig sein wird. So zornig wird Allah sein. Die Menschen werden nackt auferstehen. Die Erde wird eine ganz andere Erde sein. Eine ganz andere Erde sein. Die Erde, die ganzen Berge werden zu Staub sein. Es wird keine Berge mehr geben, wenn wir aufgestanden sind. Allah sagt, La tara fiha iwajan wala amtan. Ihr werdet weder eine Ebene noch eine Höhe sehen. Alles wird flach sein. Und die Menschen werden auferweckt werden. Der Himmel, wie wird der Himmel sein? Allah sagt in Surah Furqan im 25. Vers, وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ. An jenem Tag wird der Himmel mit den Wolken samt aufgespreizt sein. Was passiert? وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا. Und es werden ununterbrochen Engel hinabgesandt. Ununterbrochen Engel hinabgesandt werden. Dann wird ein Rufer kommen, die Menschen rufen. وَيَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ دَاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ. Und jeder wird diesem Rufer hinterherfolgen, zu dem Mahschar-Platz. Was wird passieren? وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ وَلَا تَسْمَعُ إِلَّا حَمْسًا. Und niemand wird sprechen. Alle Stimmen werden in Demut sein, gesenkt sein. Vor wen? Ar-Rahman. Und es wird nur noch Geflüster sein. وَيَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنِ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا. Und an jenem Tag wird niemand sprechen dürfen. Kein einziger wird sprechen können. Niemand wird Fürsprache machen können. Außer wem Ar-Rahman es erlaubt und mit dessen Wort er zufrieden ist. Wenn die Engel alle hinabgesandt gekommen sind, sagt Allah in Surah Naba, وَيَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا. Und wenn die Engel und der Ruh hinabgesandt worden sind, wird selbst niemand von ihnen sprechen dürfen, außer wer? Wem Ar-Rahman es erlaubt zu sprechen. Wem Ar-Rahman es erlaubt zu sprechen und mit dessen Wort er zufrieden ist. Wer wird an diesem Tag der König sein? Al-Mulku yawma izil haqqu lir-Rahman. An jenem Tag wird der Besitz der König Ar-Rahman sein. Wa yawman ala al-Kafirina wa kana yawman ala al-Kafirina asira. Und für die Kuffar wird es ein brutal schwerer Tag sein. Deswegen werden die Kuffar sogar sagen, oh, wären wir doch nur wieder zur Erde geworden.
Aber wisst ihr, was sehr erstaunlich ist? In diesem ganzen Ablauf, wo Allah so zornig ist, kommt dauerhaft in diesen Versen eine Eigenschaft und das Ar-Rahman. Warum kommt der Name Ar-Rahman bei diesen Versen? Warum? Da muss doch Al-Mutakabbir kommen. Al-Malik muss kommen, der König, der Hochmütige, Al-Azim, der Mächtige. Warum kommt Ar-Rahman in so einem brutalen Ablauf vor? Warum? Warum kommt Ar-Rahman vor? Da müssten andere Eigenschaften von Allah kommen, die seine Macht und unsere Angst noch mehr erhöhen müssen. Allah will uns folgendermaßen sagen: Ja Abdi, oh meine Diener, oh meine Diener, ich bin immer noch Allah, der Ar-Rahman ist. Oh meine Diener, ich bin nicht wie ihr, der euer Wort bricht. Selbst an einem Tag, wo ich zornig bin, bin ich immer noch Ar-Rahman und Ar-Rahim. Oh meine Diener, selbst wenn das so ein brutaler Tag ist, ist meine Rahmat noch mehr als meine Strafe. Oh meine Diener, ich bin immer noch der Allah, dessen Rahmat als Fars geschrieben worden ist. Oh meine Diener, ich bin immer noch der Allah, der Arhamu min Abdihi, der noch barmherziger zu seinen Dienern ist, wie die Mutter zu seinem Kind ist. Oh ihr Menschen, fürchtet euch nicht, ihr Gläubigen. Oh ihr Gläubigen, fürchtet euch nicht. Es ist immer noch der Allah, der Rahman und Ar-Rahim ist. Ar-Rahman und Ar-Rahim ist. Und das werden die Gläubigen brauchen an diesem Tag. Für die Kuffar aber, sagt Allah, wird es ein schwerer Tag sein. Dann ist das Rahmat von Allah für die Kuffar vorbei. Dann wird Brutalität für die Kuffar herrschen. Aber für die Gläubigen, oh meine Diener. Deswegen haben wir gesagt, was bedeutet Ar-Rahman? Derjenige, der die Angst in Sicherheit umwandelt. Derjenige, der dich in seine Obhut nimmt. Deswegen, wenn wir den Namen Ar-Rahman, Ar-Rahim kennen, ändert sich unsere Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala gewaltig. Allah ist Ar-Rahman und Ar-Rahim. Versteht ihr das? Versteht ihr das? Nicht nur in dieser Dunya, selbst im Jenseits. So einen Allah gebührt es tatsächlich anzubeten. Jetzt gibt es Menschen, versteht jetzt, warum Allah sagt, Menschen, die die Hoffnung auf meine Barmherzigkeit verlieren, das sind Menschen, die tatsächlich meine Bestrafung kriegen und denen ich mich nicht erbarmen werde. Die schlimmste Schuld ist nicht, eine Sünde zu begehen. Das Schlimmste ist jetzt, wenn man die Hoffnung auf das Rahmat von Allah subhanahu wa ta'ala verliert. Guck mal, jeder von uns macht Sünden. Was könnt ihr für Sünden machen, was größer ist als Allah seine Rahmat? Solltest du jeden Tag aufstehen und eine Sünde machen, jeden Tag eine Sünde machen, ist Allah seine Rahmat trotzdem größer als deine Sünden. Sollten deine Sünden bis zum Himmel steigen, ist Allah seine Rahmat noch größer als deine Sünden. Was können deine Sünden schon anrichten gegenüber Ar-Rahman? Was sind deine Sünden gegenüber Ar-Rahman? Nichts. Wenn Allah es will, vergibt er dir. Jetzt gibt es Menschen, oder wir alle machen Fehler. Jeder von uns macht Fehler. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, sollte deine Sünden bis zum Himmel steigen, denk an diesen Vers. Der hoffnungsvollste Vers im edlen Koran ist der in Surah 39, Zumar, Vers 53, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. O meine Diener, die gegenüber euch selbst maßlos gewesen seid. Ihr habt maßlos übertrieben, ohne Grenzen gesündigt. Aber Allah sagt immer noch meine Diener. Er sagt nicht, oh die Gläubigen. Meine Diener, alle sind damit betroffen. Alle meine Diener, wieder seine Rahmat, die so maßlos gewesen seid in Sünden machen. Meine Diener, vergisst eine Sache nicht. Verliert nicht die Hoffnung auf Allahs Barmherzigkeit. Gewiss, Allah vergibt die Sünden von allen. Er ist ja der Allvergebende und der Barmherzige. Er ist der Rahman. Er vergibt euch alle Sünden. Guck mal, Ikhwan, man kann manchmal Sünden machen. Wir alle machen Sünden. Manchmal machen wir so häufig Sünden, wir machen dieselbe Sünde wieder. Wir machen Tauba und machen dieselbe Sünde wieder. Immer wieder, immer wieder. Und dann entsteht bei uns vielleicht ein Gefühl, wo wir denken, ich bin ein Munafiq. Ich bin ein richtiger Munafiq. Ich halte mein Wort nicht zu Allah. Allah hat mein Herz versiegelt. Allah hat mein Herz bestempelt. Ich gehöre bestimmt zu denen, den Allah bestrafen wird. Es kommt all diese Sachen vielleicht in unserem Herzen. Und es kann wirklich auch in unseren Herzen vorkommen. Und es kommt auch vor, dass man zum Beispiel glaubt, Allah wird mir nicht vergeben. Ich habe so viele Sünden und immer wieder wiederholt, immer wieder wiederholt. Aber denkt immer wieder an diesen Vers. Wenn euch das in den Kopf kommt
O meine Diener, die maßlos gegenüber euch waren. Allah vergibt die Sünden aller. Er ist der Vergebende und der Rahman ist. Und eine Sünde zu machen, ist schlimm, ja richtig. Aber Shaitan will euch von der Sünde in die Hoffnungslosigkeit bringen. Aber wenn ihr in die Hoffnungslosigkeit verfällt, weil dann habt ihr verloren. Weißt du? Wallahi, Bruder, du kannst eine Sünde machen, aber sobald du die Hoffnung von Ar-Rahman nicht verloren hast, wird Allah sich dir erbarmen. Warum? Allah sagt in einem Qudsi-Hadith, und der ist bei Bukhari Muslim überliefert, Ana inda zanni abdi bi. Ich erfülle die Erwartung, die mein Diener über mich hat. Wenn jemand nur zu Allah kommt und glaubt, Allah kann mir nicht vergeben. Manche Leute haben gesagt, ich habe so viele Sünden gemacht, selbst Allah kann mir nicht vergeben. Das habe ich selbst gehört. Leute kamen, haben das gesagt. Wenn jetzt nun ein Mensch kommt, die Hoffnung zu Allah verliert, dann soll er ganz gewiss wissen, dass Allah ihn wirklich bestrafen wird. Allah wird sich ihn tatsächlich nicht erbarmen. Warum? Weil Allah sagt, ich erfülle die Erwartung, die mein Diener von mir hat. Wenn ihr Su'uzan über Allah macht, schlecht über Allah denkt, dann werdet ihr Allah so für euch finden. Allah subhanahu wa ta'ala will aber was? Dass wir niemals die Hoffnung aufgeben. Und ein Muslim verliert niemals die Hoffnung. Wisst ihr, wer die Hoffnung verliert? Nur die Kuffar und die in Dalala sind. Allah sagt in Surah Hijr im 56. Vers, قال ومن يقنط من رحمته ومن يقنط من رحمته ربه إلا الضالون. Wer verliert die Hoffnung auf Allahs Barmherzigkeit, außer diejenigen, die irregegangen sind? Daher, egal wie viele Sünden ein Mensch macht, egal wie viele Sünden wir gemacht haben, und wenn wir die wiederholen sollten, trotzdem habt ihr gut über Allah zu denken. Wisset, es ist immer noch der Allah, der Rahman und Rahim ist. Der Allah, dessen Rahmat wasi'at kullish, alles umfasst. Seine Strafe gibt er, wen er will, aber seine Rahmat umfasst alles. Es ist der Allah, der sich selbst das Rahmat als Farz geschrieben hat. Es ist der Allah, der sagt, meine Rahmat hat meinen Zorn übertroffen. Yani ich bin mehr barmherzig als zornig. Und Allah sagt, verliert niemals die Hoffnung auf meine Rahmat, denn ich vergebe die Sünden von allen. Ich bin der Allvergebende, Barmherzige. Deswegen, Ikhwan, egal wie viel ihr macht, egal wie schlimm ihr seid, natürlich sind die Sünden schlecht, sind die nicht gut, man sollte die vermeiden. Dennoch sollte man die Hoffnung auf Allahs Barmherzigkeit, egal was ist, solltet ihr 1 Million Menschen getötet haben, solltet ihr eure Sünden bis zum Himmel steigen, jeden Tag in Sünden verbringen. Aber wenn ihr Tauba und Istighfar macht, Allah hat sich das nämlich als Farz geschrieben, euch die Tür aufzulassen. Wenn ihr Tauba und Istighfar macht, vergibt euch Allah alle Sünden und er wird euch sogar belohnen dafür. Das war's zum heutigen Unterricht. Das war ein kurzer Einblick in Ar-Rahman, Ar-Rahim. Im nächsten Unterricht möchte ich inshallah darauf eingehen, was wäre, wenn Allahs Rahmat nicht wäre? Was wäre dann eigentlich, wenn Allahs Barmherzigkeit nicht wäre? Und wo finden wir überhaupt Allah seine Rahmat? Wo sagt Allah, guckt genau dahin, da werdet ihr meine Rahmat sehen. Weil im Koran gibt es Verse, wo Allah uns explizit hinweist, sagt, guckt dahin. Und vieles haben wir selbst bis heute vielleicht nicht mal beachtet. Inshallah, im nächsten Unterricht werden wir über diese Dinge sprechen und ebenfalls mehr auf den Namen Ar-Rahim eingehen. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin.